Habt ihr mal gesehen, wie viel Platz auf meiner Stirn ist? Was, wie viel Platz auf deiner Stirn ist? Ja, das ist mir schon lange mal aufgefallen, weil ich ja jetzt diesen Pony immer trage. Aber da ist ganz schön viel Platz. Ach so. Wieso? Ja. Ein schönes Gesicht braucht Platz. Ja, deswegen kriege ich ja Geheimratsecken. Halt's Maul. Du kriegst keine Geheimratsecken. Hör auf Nein, damit. ich hab's schon! Da möchte ich dich echt schlagen. Du hast keine Geheimratsecken. Wir haben das letzte Mal zusammen am Spiegel verglichen und es hat bei uns alle so ausgeschaut. Also wenn, dann haben wir es alle drei. Jawohl. Macht das besser, ist die Frage. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Und damit herzlich willkommen, liebe Wellensittiche, zu unserer 18. Podcast-Folge. Jetzt machen wir es echt schon lang, das Ganze, gell? 18 Wochen, krass, einfach durchgezogen. Ich bin sehr stolz auf uns, ehrlich gesagt. Oh. Und wir freuen uns natürlich wieder sehr, dass ihr da seid, liebe Wellensittiche, dass ihr uns jede Woche zuhört, dass auch immer wieder neue Leute einsteigen, die dann von vorn alles anhören und jetzt auch auf dem neuesten Stand sind. Auch schön, dass ihr da seid und dass wir immer mehr da werden. Macht richtig, richtig Spaß. Vielleicht stellen wir uns noch mal kurz vor, falls mal wieder neue Leute einsteigen, wer weiß. Wir sind 3 wunderbare junge Frauen aus dem schönen Freistaat Bayern. Hier sitzen der Reda, Hallo, servus. der Anna Servus. und ich bin die Veronika. Schön, dass ihr da seid. Es ist so schlimm, dass sie, also das muss man sich ja auch mal bewusst machen, wie seltsam auch die Wellensittiche sind, also wie seltsam du bist, der sich das gerade anhört, oder ihr, wenn es zu mir anhört. Also ich meine, es versammeln sie jede Woche 3000 Wellensittiche hier in diesem gemeinsamen Schwarm, um sich diese Kackscheiße anzuhören, wird Oma sagen darf. Hey, wie hast du das gerade genannt, was wir hier machen? Geht's noch? Naja, also es ist halt wissenschaftliche Kackscheiße. Richtig, ja. Das muss man vielleicht dazu sagen. Ja. Hier gibt's sehr bereichernde Informationen für Groß und Klein, leicht aufbereitet. Ja. Genau. Genau. Eigentlich auch wenig für Eltern, aber sie hören jetzt auch immer zu, weil Ja. mein Papa hat mich halt angerufen und hat gesagt, also zu rübsen in Podcast, das ist ja richtig ordinär. Ja, recht hat er. Ja, Ja. stimmt schon. Und dann habe ich ihn gefragt, also ich meine, ich muss ja ausleben, wenn Vreni das hat, wenn sie das nicht kann, Ja. dann muss doch ich das wenigstens dann machen für sie. Ja, ich Also find schon. jeder zweite Rübser, der von mir kommt, ist ja quasi für Verena. Ja. Ja. Das ist Freundschaft, Vater. Das verstehst du einfach nicht. Du bist wie so ein Vogelmotor, so ein Wellensittichmotor. Du machst dir die ganze Zeit vor, wie es eigentlich geht, damit es vielleicht auch irgendwann lernt. Danke für deine unendliche Gutheit, Anja. Da waren die, nicht dafür, da waren die Wellensittiche auf jeden Fall sehr irritiert, weil die Vreni hat durchgezogen, hat sich eine Sprite gekauft und hat die richtig schnell runterlassen. Und was ist passiert, Vreni? Ich habe die Sprite Challenge durchgezogen und ich kann euch sagen, es sind sehr, sehr, sehr viele Tipps gekommen, nachdem wir das Video hochgeladen haben, nämlich, dass ich schneller trinken soll, dass ich es mal mit der Apfelschorle von irgendeiner anderen Marken probieren soll, dass ich es mal mit Fanta probieren soll. Ich kann euch sagen, also ich habe mich erst nach dieser Challenge informiert, was passiert, wenn Leute, die nicht rülpsen können, diese Challenge machen. Spoiler, liebe Kinder, bitte macht's es nicht nach. Wenn ihr nicht rülpsen könnt, bitte trinkt kein Sprite auf Ex. Es war auch gar nicht, es war mir gar nicht möglich, das auf Ex zu trinken, weil da dehnt sich der Magen aus, wenn man so viel Kohlensäure da reinschüttet. Und wenn ich dann nirgends hin kann, dann kriegt man einfach nur unfassbar Bauchweh.
Oh nein. Und das habe ich auch gehabt. Auch nur sehr kurz. Oh nein. Die Kohlensäure hat einen Weg aus meinem Körper gefunden, da möchte ich nicht näher drauf eingehen. Aber Du hast das ausgeatmet über die Haut, Max. genau. Also für alle, die es jetzt nicht verstanden haben und das Video nicht gesehen haben, Vreni hat tatsächlich nicht rübsen müssen. Ja. Vielleicht Genau. generell mal ganz vorn angefangen. Vreni hat eine Flasche Sprite auf Ex versucht zum Trinken, weil das gerade eine Challenge ist auf Social Media, dass man davon anscheinend brachial rülpsen muss. Wir wollten rausfinden, ob Verena kaputt ist oder nicht. Sie ist kaputt, Sie ist weil sie kaputt. hat nicht rülpsen müssen. Genau. Irgendjemand hat auch geschrieben, ich glaube, sie ist hü oder irgendwie sowas. Das fand ich sehr schön. Das war ein toller Kommentar. Es hat jemand geschrieben, dass mich wahrscheinlich zerrissen hat, aber er hat sich bedankt, dass ich das Video noch hochgeladen habe. Das habe ich sehr gern gemacht. Ja. Das habe ich sehr gern gemacht. Aber kurz zum wissenschaftlichen Teil bei dem Ganzen. Vielleicht interessiert es euch ja. Also, Sehr. man hat einen Muskel im Hals. Der macht zu. Wenn man runterschluckt, macht dieser Muskel auf. Das, was reingeht in die Speiseröhre. Dieser Muskel funktioniert bei den meisten Menschen auch andersrum. Wenn Gas aus dem Magen raus muss, macht der in die andere Richtung auf. Aber dieser Mechanismus ist bei manchen Menschen nicht vorhanden. Also vermutlich bei mir. Und deswegen geht das nicht. Und man konnte es aber anscheinend tatsächlich trainieren, indem man in diesem Muskel Botox spritzt, weil der dann ein bisschen lahm wird quasi. Und dann kannst du lernen zu rülpsen. Aber ich muss sagen, ich möchte ungern Botox im Hals haben. Botox in der Speiseröhre. Wenn, dann darf ich es mir lieber in meine Hirnfalten reinhauen, aber da bin ich dann lieber bereit, nicht rülpsen zu lernen, wenn es okay ist für euch. Und ich möchte es auch nicht mit anderen Getränke probieren und ich werde auch nicht schneller was exen. Ich werde es nicht mehr da, okay? Na gut. Schaut, weil das hätte eine tolle Videoreihe werden, genau. Aber du verstehst, wenn du nicht jede Woche ultra Bauchweh haben möchtest. Naja. Aber Speim kannst du ja schon, oder? Also Ich kann so geht speien. schon auf. Es war auch alles der letzte Schluck Sprite, der war sehr, sehr hart runterzuschlucken. Und da habe ich mir auch kurz gedacht, ich glaube, ich speib gleich. Oh nein. Du Arme. Alles für die Wissenschaft. Merkt ihr, So was wir hier für einen nämlich. Einsatz So bringen, nämlich. liebe Wellensittiche? Wenn ihr das jetzt gerade hört krass. und euch denkt, hey, das Video habe ich noch gar nicht gesehen, dann macht's jetzt bitte mal kurz Pause auf dem Podcast. Ganz kurz, aber bloß. Und dann geht's ihr und dann liked ihr dieses Video auf Instagram oder auf TikTok. Bitte. Und wenn ihr es Bitte. schon gesehen habt und auch schon geliked, dann kommentiert es. Und wenn ihr einen Kommentar schon geschrieben habt, schreibt es noch zu Worten. Kein Problem. Danke. machen wir's. Einfach dafür, dass Verena sich hier geopfert hat. Ja, dafür muss Verena auf jeden Fall Aufmerksamkeit kriegen. Ja. Ich finde auch, Das braucht sie, das schmeckt ihr am besten. Arsch. Ich finde aber, ein paar haben gefragt, dass jetzt, oder waren sie unschlüssig, ob sie mir jetzt gratulieren sollen, weil ich ja die Challenge geschafft habe, oder ob sie halt enttäuscht sind, weil ich nicht gerülpst habe. Bei mir war es auch eine Mischung aus beiden. Ja, aber ich finde schon, dass ich Gratulation verdient habe, dass ich gewonnen habe. Okay, herzlichen Glückwunsch dann an dieser Stelle. Ist ja doch eine Leistung. Ja. Kann ja nicht jeder sowas. Irgendwie fühle ich mich jetzt provoziert. Ich möchte es jetzt auch ausprobieren. Also ich werde auch rülpsen müssen, aber ich möchte wissen, also viele Leute scheitern ja daran, die ganze Flaschen schon zum Trinken. Die rülpsen ja schon. Ein halber Liter. Ja. Und ich jetzt Okay. ich darf es gerne ausprobieren. Also an sich, Ja. einen halben Liter Echsen finde ich gar nicht schwierig oder auch nicht schlimm. Aber ein halber Liter Sprite war krass. War Kampf, okay. Ja, war echt ein Kampf. Ich glaube, ich muss vom Tee schon rübsen. Ja, gut. Hau einer raus, das Ja. ist für mich, Anja. Wir freuen uns auf dein Videoreis. Ja. Ja, Jetzt hast du das halt verschrien, jetzt Ja. warten halt alle Wellis drauf. das schneide ich alles wieder raus. Ja. Das ist so schlimm mit Es ist dir. wirklich schlimm, wenn wir rausschneiden. Sie schneidet immer das raus. Immer da, wo es frech und unsympathisch ist, schneidet sie Ja, alles ja. raus. Ja, und wenn man es dann das drauf anspricht, dann wird das gekonnt ignoriert. Da wird einfach gar nicht darauf geantwortet, wenn ich sage, hey, hast du jetzt wieder rausgeschnien, dass du Britschen warst. Klar hat sie es rausgeschnien. Ja. Ja? Falls ihr diesen Satz in der Folge nicht hört, dann hat sie ihn rausgeschnien. Wer was? Brüder, wir waren ein Wochenende. Vreni, was hast du gemacht?
Am Freitag habe ich einen grübigen Filmabend zu Hause gemacht. Mit Bier. War schön. Und am Samstag war ich einen Heben in einem Preisstüberl. War auch schön. War auch gut. Und danach haben wir noch die Location gewechselt und es hat noch einen Sangria gegeben. Weil Sangria trinkt sie ja jetzt. Ist ja klar. Hast du jetzt endlich einen Weißen probiert? Nein, da gab es auch bloß einen roten. Das war sogar Spanier. Aber irgendwie ist der überall anders. Weil manchmal ist der so spritzig. Irgendwie mit Kohlensäure oder so. Echt? Ja. Und da war der jetzt wieder komplett ohne. Also in Sevilla habe ich ihn öfter mal mit Kohlensäure gekriegt, deswegen. Ich glaube, ich habe noch nie Sangria mit Kohlensäure getrunken. Okay. Ja, Aber gut zu wissen. Reda, was ist bei dir passiert das Wochenende? Mein Wochenende war wieder extrem langweilig tatsächlich. Ich habe am Freitag bei einer Haushaltsauflösung geholfen und da noch Geschirr abgeholt und Besteck. Ja, habe endlich meine Muskeln spulen lassen. Immer wenn ich jetzt in letzter Zeit was Schwarz heben muss, denke ich mir, dafür gehe ich ins Fitnessstudio. Geil. Ja, ich kann es heben. Ich kann es allein tragen. Ja. Und gestern ja, auch wieder muskel-related vor allem. Gestern Abend war ich dann noch beim Klettern in der Boulderhalle. Ja. Und da habe ich wieder mal gemerkt, dass ich tatsächlich einfach Höhenangst habe. Super. Perfekt, wenn man gern klettert. Das weiß ich schon länger und ich versuche mir aber immer wieder dem zu stellen und scheitert dann aber an der Wand drauf. So ab 3 Meter Höhe denke ich immer, Und dann merke ich, wie die Maschine in meinem Kopf losgeht und sie denkt, also wenn du jetzt fällst, dann kann es sein, dass du einen Haxen brichst. Man muss aber auch sagen, 2 Personen, die ich kenne, haben sie in dieser Boulderhalle schon was gebrochen. Und einmal war ich live dabei. Das war echt schlimm. Oha. Okay. Ja. Von dem her sind es, glaube ich, begründete Ängste oder ist nicht komplett unwahrscheinlich, dass einem was passiert. Ja, aber war trotzdem schön. Und heute wollte ich eigentlich mein Schlafzimmer streichen. Ich war in der Annahme, dass ich noch genug weiße Farbe habe. Habe die dann aus dem Dachboden geholt, nachdem ich schon alles abgeklebt habe, mein Bett verschoben habe. Auch hier, ganz allein habe ich mein Bett verschoben natürlich. Klar. Na klar. Alles abgeklebt, Karton auf dem Boden ausgelegt und so weiter. Und dann habe ich die Farbe aus dem Dachboden runtergeholt und festgestellt, dass die Farbe vielleicht für eine halbe Wand reicht. Naja, das heißt, gestrichen habe ich jetzt nicht. Aufgeregt habe ich mich dafür sauber. Weil eigentlich wollte ich es gestern schon da und da hätte ich nur im Baumarkt fahren können und einen Farbeimer holen. Aber naja, ist egal. Das ist ein Projekt für anders mal. Okay. Ja. Schön. Ich merke schon, wie du jetzt die ganze Zeit versuchst, mich einzuschüchtern. Und Res, ich habe keine Angst. Ich werde auch dieses Jahr beim Bierzeit-Boxen wieder gewinnen. Dania hat ja die härteste Faust vor uns, müsst ihr wissen. Ja. Am Boxautomat, da haben sie Black geschaut. Ja. Da haben wir wirklich Black geschaut. Das haben wir letztes Mal ja schon erzählt, glaube ich. Ich glaube auch. Aber ich glaube, das wird ausgeschnitten. Ja. Es darf mich nicht wundern, wenn es das rausgeschnitten hättest. Ja. Warum auch nicht? Warum auch einen Erfolg von mir drin lassen? Genau. Aber jetzt habt ihr wahrscheinlich gerade die ganze Zeit gehört, was sie alles heben und verschieben kann. Oh, wie kann ich erwähnen, dass ich eine gute Kletterin bin? Oh, ich bekomme Höhenangst bei meinem Klettern. Ja. Es ist so. Es ist so, wenn man sich in solchen Höhen bewegt. Na, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass dieser Boxautomat-Moment, dass ich vor dem Angst habe dieses Jahr und dass das der eigentliche Grund ist, warum ich gerade versuche, sehr, sehr stark zu werden. Okay. Ja. Na, Ich freue mich schon drauf. ich mir auch. Aber wie war dein Wochenende, Anja? Ja, geil. Also mega. Also wirklich, ich habe ja die Woche 2 Auftritte abgesagt oder absagen müssen, weil ich einfach jetzt so richtig krank bin. Und es geht auch nicht weg. Ihr werdet es wahrscheinlich schon hören, wie cool ich mich anhöre und wie schön ich ausschaue. Aber ja. Mei. Nein, dementsprechend habe ich überhaupt nichts gemacht. Also ich war ganz, ganz allein in meiner Wohnung. Und Orchkätze sind gekommen, Raben sind gekommen. Da habe ich meine Nüsschen verteilt.
was eine alte Frau halt so tut. Tiere um Sonst sich habe ich schauen. wirklich gar nichts erlebt. Na, schön. Ich habe angefangen, mein Büro zu gestalten, weil ich wohne jetzt schon seit 1,5 Jahren in meiner neuen Wohnung und sage immer zu allen Leuten, ja, das Büro wird nur fertig. Und ich finde, dass jetzt irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen sein muss, wo das Büro auch wirklich fertig wird. Naja, gut, dann hatten wir also extrem langweilige Wochenenden. Weiß ich nicht, ob wir das einschneiden. Doch, das schneiden wir schon rein. Wir haben gesagt, wir machen heute eine Fragenfolge. Also ihr, liebe Wellensittiche, habt uns auf Instagram Fragen stellen können. Und da wollen wir jetzt quasi ein paar einbauen von euch. Und ja, die erste Frage, die sau oft gekommen ist tatsächlich, ist, wie wir uns kennengelernt haben. Und die Nicole hat auch noch gefragt, was habt ihr voneinander gedacht, als ihr euch kennengelernt habt? Sehr gut, sehr gut. Also sehr gut. Ja. Verena, magst du denn erzählen, wie wir uns kennengelernt haben? Ich erzähle gern, wie wir uns kennengelernt haben. Also, wir haben alle 3 an der Uni Passau studiert. Und Anja und ich, wir haben im selben Semester miteinander angefangen. Und wo ich Anja das erste Mal gesehen habe im Hörsaal, habe ich mir gedacht, was ist denn das für ein Tussi? Das sagst du jetzt, aber deine Worte damals waren, als du mir das erste Mal erzählt hast, was ist denn das für eine Schlampe? Was? Das ist so bodenlos. Das ist echt bodenlos. Ja. Ja, okay, also ich habe mich weiterentwickelt seitdem. Ich denke sowas nimmer über Leute, die ich das erste Mal sehe. Erst wenn ich das zweite Mal sehe, nein, Spaß. Ja, und sag, warum du das über mich gedacht hast. Also, ich bin noch nach der Vorlesung zum Du bist zum Dozenten Prof gegangen, ja. Ja, und dann hast du dir nämlich gedacht, so, jetzt will ich sie einschleimen oder so. Genau. Dabei bin ich einfach zu spät gekommen und will das Arbeitsblatt noch haben. Genau, die einen sagen so, die anderen so. Wahnsinn, echt. Ist irre. Sowas von geschert. Ja, ist richtig schön. Auf jeden Fall war dann von unserer Fachschaft ein Grillfest, wo die ganzen Erstsemester hingegangen sind. Und da habe ich Anja wieder gesehen. Und da saß Anja an einem Baum im Innenhof des Nikolaklosters in Passau auf einem Bankerl und hat mit wem geredet. Und ich bin mit der Gruppe Leute gekommen und wir sind da auch hingegangen und haben Servus gesagt. Und dann habe ich gehört, wie diese Frau ihr Maul aufmacht. Und dann war ich verliebt. Macht sie ihren Mund auf, redet das baudigste Bordisch, was ich jemals gehört habe. Nein, nicht ganz, aber es hat sich sehr nah meinem eigenen Dialekt angefühlt. Ich sage immer, Dialekt verbindet, gell? Habe ich schon mal gesagt. Ja. Dann treffe ich einen fremden Menschen, der einen ähnlichen Dialekt wie mein eigener spricht. Und dann war ich verliebt. Und dann haben wir da irgendwie das Ratschen angefangen und der Abend hat damit geendet, dass wir beide vom gleichen Teller gegessen haben, weil es nicht mehr gegeben hat. Und auch weil wir das wollten. Wir wollten es auch, oder? Ah ja, Susi und Strolch, Moment. Ja, oh mein Gott. was halt echt. Ja, ich glaube, Verena hat sich dann auch noch drüber lustig gemacht, dass ich irgendwie gesagt habe, dass ich nicht so schnell Freundschaften schließe, aber wir ja ungefähr nach 1 Stunde vom selben Teller gegessen haben. Mir geht's ja ähnlich, oder ging's ja da auch ähnlich. Also ich war also das war schon 2., 3. Studienwoche. Ich war sehr einsam zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen. Also ich habe niemanden gefunden, mit dem es geweibt hat. Und da ist passiert. Da hat's mich Ich finde, das ist eine verzaubert. berechtigte Angst, die man gehabt hat. Ja, voll. Also ich hatte voll die Angst, dass ich keine Freundinnen finden werde. Oder da, wo es halt einfach so richtig passt. Ja. Und es war tatsächlich so, am ersten Tag von dieser Orientierungswoche bin ich neben 2 Mädels geguckt, also haben wir einfach irgendwo hingeguckt und hab mit denen geredet. Und mein Bierampe war sowas von auf Rot, die waren so dermaßen langweilig. Also manchmal ist Bierampe halt auf Rot, wenn Leute nett sind, aber halt scheiße langweilig. Ja. Also, Ja. dann willst du trotzdem nichts mit denen zum Tor haben. Dann haben wir schon gedacht, oh nein, oh nein.
Und so ging es dann irgendwie auch weiter, bis ich dann natürlich Verena kennengelernt habe. Das war wundervoll. Ja, und dann hat es ja noch ein paar Jahre gedauert, bis der Räder dazugekommen ist. Ich glaube aber nicht so viel, ja. Also ich glaube 1 oder 2 höchstens. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht genau. Wie war das aus deiner Sicht, die Begegnung, Res? Ja, es war sehr schön, weil ich bin ja schon eher, nein, ich bin nicht schon eher, ich bin ein introvertierter Mensch, wenn ich mein Gegenüber noch nicht kenne. Und wir introvertierten Menschen, wir wünschen uns immer, dass wir von extrovertierten Menschen adoptiert werden. Und ihr habt mich sowas von adoptiert. Das war sehr, sehr schön. Ich darf mich jetzt auch nicht als extrovertiert beschreiben, um ehrlich zu sein. Ey, du bist 100 Dezibel laut, wie du redest. Das hat da damit nichts zu tun. Deswegen quatsche ich trotzdem Ich keine find's fremden Leute an. Das bin ich erst, wenn ich wen kenne. Genau so. Wir hatten auf jeden Fall gemeinsam ein Seminar und ich will gerade sagen, ich bin CEO von Zu spät gekommen, aber wir sitzen hier mit der Anja und ich glaube, Anja ist CEO von der Zu spät kommen Firma. Das ist so gemein. Ich kann Zeit nicht gut einschätzen. Es ist okay. Ich mache das nicht mit Absicht. Es ist alles gut. Wie gesagt, ich komme ja auch immer zu spät. Genauso wie in dem Seminar. Alle waren schon drin. Es hat sogar schon angefangen und ich war die letzte Person, die da reinkommt. Sowieso schon unangenehm. Sowieso schon ein schlimmer Moment. Erste Stunde und dann kommst du auch noch zu spät. Und dann war natürlich, wie soll es anders sein, nur noch ein Platz in der ersten Reihe frei. Vor diesen beiden Grazien. Und ja, da habe ich mich halt dann hingesetzt und als der Dozent dann gesagt hat, so, dann könnt ihr euch jetzt mal zusammenfinden in Gruppen für eine Gruppenarbeit, habe ich schon gedacht, na toll. Jetzt sitze ich da ganz vorn, hinter mir bilden alle schon Gruppen und ich bin die Letzte, die überbleibt, die dann sagen muss, Entschuldigung, kann ich bei euch noch mitmachen? Aber so weit ist es nicht gekommen, weil Anja gesagt hat, hey, Hey, du! magst du bei uns mit da? Und dann war ich einkauft. Dann war ich einfach dabei. Ja, genau. Und dann war ich einfach mit dabei. Und dann hat sie, also über diesen Kurs hinweg haben wir uns dann halt immer näher kennengelernt. Von da an standen Vreni und Anja regelmäßig mit einem Bettsach bei der Res vor der Tür und haben gesagt, wir schlafen heute bei dir. Ja, genau. Da hat es angefangen, dass ich eigentlich nicht gefragt worden bin, ob ich was mit euch machen will oder so. Oder überhaupt generell. Wobei Theresa immer unsere Freundschaft verleugnet. Also die sagt ja immer so, ja, da waren wir ja noch nicht so befreundet. Nein. Egal welcher Jahr wir sagen. Also wenn wir jetzt sagt, letztes Jahr, ja, da waren wir ja noch nicht so befreundet. Das stimmt nicht. Das ist stimmt wirklich so. Diese Frau hat mir einen Schlüssel zu ihrem Haus gegeben und behauptet ihrem trotzdem, Haus? dass in diesem Jahr, Da waren wir noch nicht so eng. damals. Ja, sagst dann, ja, da waren wir nicht so eng. Ich habe einen Schlüssel gehabt von einem Haus, den habe ich zu Weihnachten von dir gekriegt. Ja, das stimmt. Das ist total romantisch. Das ist wirklich sehr romantisch. Das war echt schön. Vor allem war es mit irgendeinem Zettel irgendwie so. Ich wollte quasi einen Witz drüber machen über dieses Mikasa, Sukasa. Deswegen habe Ja. ich geschrieben, wo ich scheiße, sollst da du scheißen. Das hat mich sehr gefreut. Ja. Ja. Das ist ja oft passiert. Ja, das stimmt. Es wurde auch extra für die Herzchenklopapier eingekauft. Das muss man jetzt auch mal sagen. Weil Stimmt, weil ich mag kein Harzklopapier. ich glaube, keiner. Aber das glaube ich nicht allein. Ich kann mich tatsächlich überhaupt nicht mehr erinnern, was ich über euch gedacht habe, als ich euch kennengelernt habe. Also, ich habe gar nichts gedacht. Nein, wirklich. Also, ich kann mich nicht erinnern, Nein. dass da irgendwie was Negatives gewesen war. Also, ich habe jetzt nicht Vreni gesehen und habe mir gedacht, so eine Schlampe. Na, habe ich auch keinen Anlass dazu gegeben. Ich schon, oder was? Ich glaube, du brätst. Sag einmal. Natürlich nicht. Ich schäme mich dafür und ich finde es peinlich, dass das jetzt öffentlich wird. Lasst's mich. Oh nein. Aber der Rest weiß ich tatsächlich nicht mehr, was ich gedacht habe. Keine Ahnung. Na, aber der Rest weiß ich auch nicht mehr, was ich gedacht habe. Wahrscheinlich habe ich glaube, dass ich sowas gedacht habe, nicht im negativen Sinn, aber
mir gedacht habe, so, oh, das ist so eine Alternative. So, weil du hattest da damals Rastas Dreadlocks, ja. und Piercings. Ja, und Piercings, das stimmt. Und ich weiß auch noch, Ja. was ich auch gehabt habe. Und das war so eine Weidehosen, die normalerweise so Leute auch haben, die von Work and Travel aus Indien zurückkommen. Man macht kein Work and Travel in Indien, aber ihr wisst genau, welche Hosen ich meine, mit so Elefanten drauf, die so weit echt? im Schritt sind. Ja, so eine habe ich auch Das weißt du noch, was ja. du da auch gehabt hast. Ja. Krass. Ja, und jetzt da sie immer so da, als war diese Begegnung, die erste mit uns, nicht magisch gewesen. Aber ich Die weiß noch, was Begegnung auch war gehabt hat. magisch. Die Begegnung war magisch. Aber ich habe. Aber nicht so eng. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass ich der Bremser bin von uns. Und ich habe sehr lange gebraucht, mich auf diese Freundschaft einzulassen. Und ich finde auch, also den Status, den wir jetzt haben, wir kriegen ja immer von euch Wellensittichen gesagt, dass wir so eine tolle Dynamik haben. Und ich finde, Ja. Ich weiß nicht, was das heißen soll, aber ja. das ist schon neu. Also wir haben schon. Nein. Also, ich möchte die Schlange, Wie neiden. Wie tut's nein doch denn? nicht so, Nein. als dass ihr mich nicht versteht. Na, wir verstehen dich Na. nicht. Also, dass das jetzt in den ersten 2 Wochen nicht so war, okay. Aber wir saufen doch schon seit Jahren auf deinem Sofa. Das haben wir doch Ja. im Studium auch schon da. Ja, Ja. Da waren wir doch auch schon so wie jetzt, oder nicht? ja. Hat sich das nur für uns so angefühlt? Ich schätze, dass sie der Humor und die Art schon gemeinsam auch entwickelt hat. Ja, Das ist auch sicher. so. Aber das ist ja immer so, oder? Also ich Ja, ich liebe glaub euch auch, jetzt das auf hat jeden jeder. Fall mehr als früher. Früher war sie mir nicht so wichtig. Es wird nicht besser, da ist halt einfach dein Mund jetzt. Also, ich hab die schon immer geliebt, aber musst du wissen. Musst echt du wissen. Boah, jedes Mal bei dem Thema springt mein Herz. Jedes Mal. Ist da ein Riss drin. Jedes Es tut Mal. mir leid. Dann sagt sie aber sowas wie, naja, erst seit Corona. So, ich habe vorher schon bei dir gewohnt. Ja, da fand ich das nicht so gut. Was? Du hast da Hosen für mich gehabt, dass ich in die Hosen geschissen habe. Sag doch nicht, dass wir keine enge Freundschaft haben. Das hätte ich für jeden gemacht. Eine dumme Sau, echt. So ein Witz. Du warst dabei, als ich einen Autounfall hatte und dumm war über den ganzen Tag. Das war so schön, weil da fandst du mich so lustig wie danach nie wieder. Da war ich richtig leicht zu beeindrucken, weil ich so einen Schlag auf den Hinterkopf gekriegt habe. Da hat es ein Schleudertrauma gehabt. Und auf einmal war ich super lustig. Ah, das war Das war schön. echt krass. So, habt ihr eure Tränen alle weggewischt. Bei mir waren es ja nicht nur Lachtränen, bin ich euch ehrlich. Wir reden da jetzt nicht mal drüber, weil das macht Fredi und mich macht das fertig. So, zur nächsten Frage. Das wird nichts für uns, ne? Ich finde es schlimm, dass wir meinen Magen-Darm-Vorfall da jetzt auch drin haben und den können wir jetzt nicht mehr rausschneiden. Naja, Die Dosen geschrieben haben, wer für den ersten Stein. wer für den ersten Haufen? Wer für den ersten Durchfall. Au. Ihr seid so blöd. Okay, Brumm. Weiter im Ja, Text, du oder? gehst so mit kranke Leute um. Ja. Also für den dein erster Eindruck von mir, dann sag ich noch, was ich von euch gedacht habe. Überhaupt nicht, was ich uns Klar, das ist besser. Du holst jetzt deine Wand. Okay. Na, ich hab bereits erwähnt, dass ich nicht mehr weiß, was ich bei dir gedacht habe. Das- Also ja, dann reden wir über was Ja, anderes. bei all die wichtigen Personen.
Was hast du denn über uns gedacht, Therese? Nein, das machen wir Nein, nicht. jetzt bitte nicht. Bitte nicht. Es reicht. Okay, Ich möchte die nächste Frage stellen. bitte. Und zwar fragt der Schosel. Geil. Seid ihr alle drei gleich alt? Ja. Theoretisch ja, praktisch nicht. Wir haben. Also, wir sind alle im selben Jahr geboren. Aber Verena ist halt im Januar geboren. 30 im Dezember. Also sind wir gleich alt? Ich weiß nicht. Ja. Ja. Schon. Und ich im April. Naja, und wenn jetzt irgendjemand von euch schreibt, nicht, ich hätte aber älter als die andere, dann bringen wir euch um. Dann fickt's euch einfach. Da schlagen Weil wir da zu. sind wir nämlich auch schon bei der nächsten Folge. Der Christoph hat geschrieben, wie alt war die Vreni, als das Bild aufgenommen. Kannst du nicht schreiben, oder Christoph? Wo sie den Typen niederstreckt. Das Freche war, Sag mal, bist du? das hat er in der DM auch schon gestellt, die Frage. Die Na wurde ja, zweimal stimmt noch. gestellt. Ja. Ja. Jetzt frag ich mich, schau ich auf dem Bildel aus wie 12 oder schau ich im Podcast oder schau ich im Podcast aus wie 46? Nix gegen die 46-Jährigen, die lieben Nein, das sehr. überhaupt nicht. Aber was möchtest du mir sagen, Bruder? Was? Vielleicht zur Aufklärung. Wir haben ja schon erzählt, dass Verena und Stefano zusammengeschlagen hat. Das ist das Ja. Foto davor. Das auf dem Foto ist der Stefano. Es Das ist Foto ist von letzter Woche. Ja. Ja. Also Christoph, was willst du außer Stress am Boxautomat? Ha? Möchtest du vielleicht auch eine in dein Gesicht? Sag's bloß, ich kann das. Naja. Geben wir ihm nicht zu viel Aufmerksamkeit, machen wir weiter. Bodenlos, bodenlos. Der Grafel hat gefragt, könnt ihr fliegen? Ja. Ja, wenn ich besoffen bin, habe ich durchaus das Gefühl zu fliegen. Oh. Auf die Fresse gern. Das auch. Hauptsächlich, vermutlich. Und Dres, wenn es einen hochprozentigen Alkohol trinkt, Ja. Dann schwebe ich ein bisschen. dann schwebt sie. Ja. Dann hat Ramone oder Ramon geschrieben, peinlichstes Sexerlebnis. Und da möchte ich sagen, das verzeihen mir hier auf gar keinen Fall. Und ich meine damit nicht in diesem Podcast generell, sondern ich meine in dieser Folge, weil das heben wir uns natürlich auf, wenn hier mal wieder eine große Sexfolge kommt. Ja, das lieben die Leute. Also schreibt uns gerne mal, ob ihr eine Sexfolge hören wollt oder ob wir es jetzt quasi schon versaut haben, durch das ja, ihr Rübserherz und Durchfallgeschichten etc. Ach so. Naja, Ich glaube, der Herbert freut sich trotzdem. auf dem Herbert ist Verlass. Was weiß die eine von der anderen nicht? Fragt Julia. Das können wir jetzt ja schlecht beantworten, weil Das wir ist wissen es ja offensichtlich Witzig, weil wir nicht. wissen es nicht. Aber ich würde sagen, dass wir uns eigentlich fast jeden Furz erzählen oder schicken, je nachdem, Im wahrsten ob Sinne man des gerade sein Wortes, Handy ja. schon bereitgezogen hat. Aber ich lerne tatsächlich durch einen Podcast hier nur was über euch. Ja, Also voll. durch manche Fragen oder so denken wir dann so, okay, dann will Vreni also ihren Teller immer aufgeräumt haben. So Sachen halt. Ja, ich finde auch die 2 Wahrheiten und eine Lüge Folge, die hat Ja. schon auch noch Ja. was für geholt. Es gibt da, glaube ich, schon noch ein paar Sachen, die wir nie von den anderen wissen, aber vielleicht Ja. machen wir ja nochmal so eine 2 Wahrheiten und eine Lüge Folge. Schauen wir mal. Bestimmt. Ich habe noch ein paar auf Lager. Ja. Aber ich darf mal sagen, so in die letzten Jahre, also für Dres natürlich nur 2 Jahre ungefähr. Maximal. Für Verena und mir auf jeden Fall 10 Jahre. Da ich so sagen, da, alles was da passiert ist, haben wir auf jeden Fall mitgekriegt. Ja, Also das glaube ich auch. ich kann jetzt zum Beispiel bei 2 Wahrheiten eine Lüge nie was mit Veranstaltern oder so machen, weil aber alles was Komisches oder Skurriles oder Aufregungswürdiges passiert ist, habe ich ja echt schon erzählt. Ja. Ja. So Sachen. Also das können wir dann, wenn dann nur machen, wenn wir mal wieder 2 Wahrheiten, eine Lüge mit die Leute spielen. Ja. Schauen wir mal. Wer von euch ist denn welcher Wellensittich im Profilbild? Was denkt's denn? Das will ich auch nicht. Ich will dort Leute auch nicht raten lassen. Ich glaube, ich war beleidigt, wenn ich nicht der mit dem Entchenhut bin.
Aber das stimmt auch nicht, weil, also ich finde, manchmal bin ich der mit der Schleife, manchmal bin ich der mit dem Entchenhut und manchmal der mit der Sonnenbrille. Hauptsache ich habe eine Maske bei meinen Füßen stehe. Das ist so, also, oder? Eigentlich sonst der Verena ja Motto, aber ja. Was eine Masse bei meinen Füßen stehen habe. Ja. Weil wie sollst du sonst deinen Instagram-Account folgen, deinen privaten? Ach so, ja, jetzt. Der hat lang gedauert. Macht nichts, dafür bist du hübsch. Eben. Nein, Res, du hast ja das, Res ist ja hier unsere Grafikdesignerin, du hast ja das kreiert. Hast du dir dabei mehr gedacht als die brauchen Kopfbedeckungen? Na, tatsächlich nicht. Ich habe mir nur gedacht, die müssen jetzt noch schick ausschauen. Und man muss sagen, der Entchenhut war deine Idee. Der hat, der Wellensittich, der jetzt den Entchenhut aufhat, der hat davor so einen Hut aufgehabt mit einem Propeller Fand ich auch gut. Der hätte auch zu uns gut. passt, aber der Entchenhut passt mir mal besser. Der Ja. ist schon wichtig. Ich würde sagen, Das stimmt. je nach Lebenslage Ja, oder Situation ist jeder einer von denen 3. genau. Da sind wir flexibel. Genau. Naja, der Res ist halt die einzige, die keinen Entchenhut besitzt im echten Leben. Also, schade. Schade, fast so, als hätte mir jemand keinen mitgebracht. Naja. Du hast gar nicht gesagt, dass du einen willst. Ja, stimmt. Du kriegst einen. Juhu. Was waren eure ersten Autos? Fragt der Specke. Speck. Frini? Ein feuerroter Seat Ibiza. Zu dem Zeitpunkt haben sehr viele gerade 18 gewordene Leute einen Seat Ibiza gehabt. Den habe ich aber nicht lang gehabt, so 2-3 Jahre. Dann ist mir leider mein Nachbar ins Auto donnert und dann war er hin. Schade. Warst du da drin im Auto? Ja. Echt? Ja. Wir sind in der Pampa zusammengefahren. Da gibt es ein Plätzeck Ach, bei Mann. uns. Da ist der Stadel in der Kurve. Und ich bin einfach umgekommen und er von der Seite. Und ich habe ihn dann schon irgendwann gesehen und bin stehen geblieben und er hat mich aber voll weggerammt. Oh nein. Oha. Scheiße. Aber ihr habt euch nicht weh, oder? Nein. Gut, gut. Was waren eure ersten Autos, Räder? Mein erstes eigenes Auto war der eure 3er Golf von meinem Opa. Also, Geil. und ich liebe das. Der Bertel. Der Bertel. Ja, der Bertel. Auch Knecht Ruprecht genannt. Ja, mein Auto hat einen Namen gehabt. Das ist mir sehr wichtig. Ich habe eine sehr persönliche Bindung zu diesem Auto gehabt. Ich habe es letztes Jahr dann gehen lassen müssen, leider, weil es nur noch vom Rost und meiner Liebe zusammengehalten worden ist und naja, irgendwann war war traurig. einfach der Zeitpunkt zum Gehen. Der war ursprünglich weiß, aber der Vorbesitzer von meinem Opa hat den so Aubergine-Farben lackieren lassen. Also es hat sauschier ausgeschaut. Aber also es ist einfach ein ehrliches Auto. Ein schöner alter 3er Golf. Der hätte letztes Jahr, glaube ich, ja, genau. Letztes Jahr hätte ich mich fürs H-Kennzeichen, ich weiß nicht, da muss man sich bewerben oder so. Das hätte ich letztes Jahr auf jeden Fall haben können. Aber leider ist er auf den Friedhof gewandert. Naja, Rest in Peace, warst du guter. war es das sehr gut. Der hat jeden sehr, Fall. sehr viel mitgemacht, wirklich. Das Auto hat einiges gesehen. War das nicht auch noch so, dass du da auch noch irgendwie mit Tüten oder so als Fensterscheiben rumgefahren bist? Ja, Jetzt am zum Ende? Schluss, ja, hat es Plastikfolie anstatt der Fensterscheiben gegeben. Ja, das ist auch eine schöne Geschichte, wie das passiert ist, aber das erzähle ich anders mal. Anja, was war dein erstes Auto? Naja, das kennt ihr natürlich auch noch. Und zwar war das ein E46 3er BMW Cabrio in dunkelblau. Der war geil. Habe ich sehr geliebt, das Auto, ja. Ja. Habe mir zusammengespart und Oma hat was draufgelegt und dann habe ich mir das Auto gekauft und war sehr, sehr verliebt. Ja, zu Recht. Ja, Wir auch. Mit dem Auto sind wir sehr viel durch Passau gefahren. das war schön, Das ja. war echt schön. Ich finde Cabrio-Fahren generell sehr, sehr geil. Also, Ja, Liebe. frisurentechnisch ist immer ein bisschen blöd. ja. Das stimmt. Da muss man halt Grace Kelly machen. Da muss ein Kopftüchel her, so Ja, das ist umgebunden geil. und dann Abfahrt. Voll.
So, ich habe noch eine letzte. Ja, es tut mir leid, ich hab halt echt eine schwierige Zeit. Das ist ja echt schlimm, weil ich muss halt schon seit einer Woche mein neues Little singen, aber irgendwie, ich traue mich nicht mit der Stimme. Oder so. Vielleicht ist gerade das. Vielleicht ist es scharf, ja. Also, ja, ich finde so, so, wenn man so einen Voice Crack ein bisschen hat und wenn es so verracht klingt, das ist schon schön, aber nasal kommt halt noch dazu. Naja, schade eigentlich. Müsste halt nur meine anderen Little Herren, war gut. Der mir Bargeld einbringen, zumindest wenn ich es abhebe, daher gern. Was ich dazu noch sagen wollte, das Auto von der Anja kann man auch auf ihrem Cover singen, von ihrer ersten EP. Nein, ist ein Album, oder? Ja. Kein EP? Ja, Ja. irgendwas dazwischen. Ihr wisst es schon. Da schaut jetzt mal bei Spotify nach. Wild und frei heißt das. Und da ist auf dem Cover ihr erstes Auto zu sehen. Der gute BMW. So, letzte Frage noch. Die Lenschki fragt, was darf ihr machen, wenn Entschuldigung, kurz vergessen, wenn man liest. Was darf ihr machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Vreni? Ich darf ganz viel fortfahren. Ich darf immer wieder heimkommen, aber ich darf auf jeden Fall die Wälder schauen und darf einfach das Leben genießen. Ich darf auf Berge steigen, ich darf Radl fahren und ich darf um die Welt chatten. Jet-Set. Jet-Set live. Also bis auf das mit dem Radlfahren auf jeden Fall sehr nachvollziehbar. Ja. Ich habe euch vorher mit Absicht nicht erzählt, dass ich gestern meine erste Radlausfahrt gemacht habe. Warum? Weil ich mir gedacht habe, das kannst du könnt das ihr erzählen. nicht würdigen. Ihr würdigt das nicht. Okay. Das ist wirklich frech. Das stimmt Soll ich das nicht. sagen? Das war geil. Das war richtig, glaub ich dir. richtig Ja, das kann man geil. ja. Ja. Bin auch neidisch drauf. Ich war nämlich noch nicht mit meinem Radl unterwegs. Das steht im Keller mit 2 platte Reifen. Oh, Opfer. Na, du bist nicht in der Position, andere Opfer zu nehmen. Du bist immer nur ein Radlfahrer. Habe ich ausgeschaut wie ein Volldepp? Ja, auf jeden Fall. Unübersehbar. Aber was geil? Ja, auf jeden Fall. Habt ihr auf das Reel geklickt, zufällig? Nein. Von Los Brutalos? Es ist, ich bin vor unserer Aufnahme so gestorben, da habe ich auch schon Tränen gelacht. Weil Los Brutalos haben ja auch einen Podcast, den hört sie aber nicht, wir hören unseren. Eben. Und da ist ein Reel auf Instagram viral gegangen, wo sie Radlfahrer sehr beleidigen, aber auch in einer Art, wo es da halt auch Dinger kannst, wenn es mehr als 5 Gehirnzellen hast, dass es natürlich wieder total überspitzt ist und lustig ist. Aber gut, fanden viele Radlfahrer nicht so lustig. Und die Kommentare, ich bin gestorben, weil die haben dann versucht, Los Brutalos halt zu beleidigen. Und das, also, wenn man die 2 kennt, dann weiß man, dass die überhaupt nichts auf dieser Welt beleidigt. Das ist dann, die haben schon so viel Gangster-Rap in ihrem Leben gehört, seitdem sie Kinder waren, hören die Gangster-Rap, die finden keine Beleidigung schlimm. Und dann haben sie halt so ganz viele Radlfahrer so Mühe gegeben. Ihr seid 2 Fette und bla bla. Ich nimm mal keiner. Also wenn euch langweilig ist, liebe Fancity, gebt euch mal die Kommentare. Und es haben aber auch ein paar da geschrieben, so, ja, wie man so ernst nehmen kann, habt ihr keine Freund, wisst ihr nicht, wie man da untereinander redet. Das fand ich auch sehr lustig. Und alle meine Radlfahrer, Freunde, die es geschickt haben, die haben auch lachen müssen. Ja. Ja, das muss man nämlich auch dir zugute heißen, Verena, du bist ja in unserem Team trotzdem. Ja. Du lachst ja trotzdem. Ja. Da, meine Mundwinkel noch umgingen, ja. Ja. Verena wird jetzt erst einmal bei unserem Podcast drunter kommentieren, dass Dres und ich fett sind. Na, weil ihr keinen Sport macht. Ja. Ihr wisst ja gar nicht, wie das ist. Ja, doch, aber es stimmt. Ich würde so gerne mal zu dritt mit euch einen Radlausflug machen. Ich glaube, das war nur lustig. Das war nur lustig. Da hatte ich so viel lachen, wenn die ganzen Fliegen in meinem Mund sind. Ich weiß Lass nicht, halt warum deinen Mund du zu. immer durch den Mund atmest. Mach halt einfach dein Maul zu. Das hat meine Kindergärtnerin schon zu mir gesagt. Und das könnt ihr jetzt heute nur sagen, ich lasse mein Maul
offen. Okay, na gut. Ich habe starke Allergien, ich kann nicht ausatmen. Na gut. Gott. Dann ist der Proteinbedarf wenigstens dick mit den ganzen Fliegen. So muss das sein. Stimmt. Ja, schön. Ja, Res, was darfst du machen, wenn Geld keine Rolle spielt? Also als erstes, Daddy, uns ein Wellensittich-Studio kaufen, weil das ist mein Traum, dass wir ein Büro haben, wo ein Studio drin ist, wo die ganze Technik steht, wo die immer stehen bleibt, wo man nicht jedes Mal neu einrichten muss für jede Aufnahme, dass wir cool einrichten können. Geil. Das darf ich als erstes machen. Dann eben noch ein paar so Büroräume, wo dann auch mein Schnittbereich ist. Und schön hätten wir es da, ganz schön hätten wir es. Ja, ich darf kommen. Ja. Und als nächstes hätte ich dann irgendwo gern eine kleine Maisonette-Wohnung, die ich mir kaufen darf. Das war auch mein Traum. In irgendeiner Großstadt, weil mir zieht es ja immer in Großstadt, ihr wisst es eh. Und dann, Verstehen wir nicht, aber ja. und wenn ich das dann hätte, dann darf ich, glaube ich, auch reisen. Und meine Eltern träumen schon ganz lang auch von einem Haus, also an einem anderen Ort. Sie haben einen bestimmten Ort im Kopf und da darf ich ein Haus kaufen. Genau. Das darf ich. Das war schön. Also, falls sich irgendwer von euch berufen fühlt, mir eine sehr große Summe Geld zu überweisen, liebe Wellensittiche, damit ich diesen Traum leben kann. Dort zeige ich keinen Zwang an. Du möchtest wahrscheinlich jetzt gerade den Typen ansprechen indirekt, der mir auf Instagram immer schreibt, ob er meinen Einkauf zahlen darf. Ja, stimmt. Auch gern. Auch gerne. Dem habe ich irgendwann mal zurückgeschrieben, warum er denn das will. Also einfach, weil es mich wirklich interessiert hat. Und dann hat er geschrieben, warum nicht? Dann hat die keine Argumente mehr. Ist so. Ja, eben. Ja, du kannst aber ja auch mal, wenn du dir schon als Shoppen nicht zahlen lassen willst von dem, dann soll er halt unseres zahlen. Ich habe das Gefühl, wir hatten genau das Gespräch schon mal. Das hatten wir Ja, schon haben wir öfter. Wahrscheinlich haben wir es auch hier im Podcast schon mal gehabt. Nein, da nicht. Das war rein privat. Das war rein privat. Anja, verzeih du bitte, was du dort hast, wenn Geld keine Rolle spielt hat. Ich habe nur was vergessen. Aber ja. Ja, sag. Ich hab in dem Moment, wo ich die gefragt habe, ist mir eingefallen, natürlich, da die sofort in die Ziegenfarm auch investieren. Ist ja ganz klar. Ist ja ganz klar. Genau, das wollte ich nur sagen. Aber bitte. Danke auch an Tim an dieser Stelle, der uns angeboten hat, dass wir bei ihm auf Mallorca mit die Ziegen am Podcast aufnehmen dürfen. Danke. Machen wir im Sommer sehr gern mal. Ich darf es nicht ausschließen. Stellt euch ehrlich das gesagt. vor, wir sitzen einfach so auf der Wiesn und um uns rum lautet sie, ich wäre wieder umgerannt. Na toll. Na, passt, Ja. können wir leider nicht machen. Ich habe einen Helm auf. Wir sitzen da und haben einen Helm auf, damit mir nichts passieren kann. Okay, sorry, Anja, Das jetzt. werde ich sehr lieben. Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich darf genau das machen, was ich jetzt mache, weil beim Film spielt ja jetzt schon Geld keine Rolle. Das ist gut. Wer kann, der kann. Das ist schön. Nein, ich glaube auch relativ das Gleiche. Also, da man natürlich auch meinen Gnadenhof holen und die Ziegen auf Dress abrichten. Und ich darf auch ganz viel fortfahren. Aber so, ich muss sagen, beruflich da die tatsächlich nicht aufhören. Also ich darf eigentlich genau das Gleiche machen. Also ich darf hier am Podcast machen, ich wäre Musikerin. Und ja, jetzt habe ich dann bald wahrscheinlich nur einen anderen Job und den dann ich sehr wahrscheinlich auch noch machen. Einfach, weil ich eine kleine Ego-Sau bin und will, dass ihr mir ständig über euer Herz. Und Sex. Grüß euch. Und ich dann natürlich allen Wellensittichen ein Geld geben. Nicht so wie die anderen zwei. Möchte ich nur sagen. Naja, müsst ihr wissen, wenn ihr am coolsten findet. Oh, das ist ja nur eklig, was da gerade passiert ist. Puh. Also Anbietern okay, aber so. Aber so, also Ja. ich habe noch nie wen zahlen müssen. Naja, Anja, musst du wissen. dass er mich mag, musst du wissen. Ach so, dann stelle ich die Überweisungen an die Eiferina.
Na, passt. Können wir so weiterlaufen los. Apropos Bargeld, wer ist denn eigentlich der Wellensittich der Woche, fragt ihr euch? Denn wir kommen jetzt zum Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch an meiner Kloake. Es ist wieder Zeit für einen Wellensittich der Woche. Man muss sagen, ihr seid alle wirklich sehr, sehr fleißig. Wir küssen all eure Schnäbel. Ihr kommentiert ganz fest auf Instagram, auf TikTok. Ihr liked unsere Videos. Ihr folgt uns auf allen Kanälen. Ihr schreibt ganz viele Kommentare bei Spotify, bei YouTube. Aber bei Apple Podcasts können wir jetzt langsam mal öfter Kommentare rein. Richtig, richtig cool. Ihr gebt unfassbar viele 5-Sterne-Bewertungen. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, jetzt sofort auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Also eigentlich auf Spotify oder Apple Podcasts. Lasst uns gern 5 Sterne da. Kommen wir wieder zum Wesentlichen. Der Wellensittich der Woche ist diese Woche Verena, die sag's uns. Nicole aus Oberösterreich. Woo! Sie ist Ich ein weiß gar nicht, ob Nicole aus Wellensittich der... Oberösterreich kommt. Ich hab das einfach gestreut. Also, die Nicole aus Österreich halt. Ihr wisst schon, wen wir meinen. Nicole, du weißt schon, dass wir die meinen. Du kommentierst seit Anfang an. Du gießt manchmal Öl ins Almöhi-Game. Das ist, also mir ist ja wurscht. Deswegen Mir nicht. bist du der Wellensittich der Woche. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir schicken dir im Laufe des Tages eine Nachricht auf Instagram und dann gibst du uns deine Adresse und dann kriegst du das Wellensittich der Woche Brief halt zugeschickt. Herzlichen Glückwunsch. Danke für deinen Support. Merci. Dann kommen wir jetzt, weil wir es einfach schon so lange nicht mehr gemacht haben, zu unserer sehr, sehr beliebten Kategorie Liebesbriefe. Liebesbriefe. Leidenschaft, Sex, Gefühle, Holde Maid, schicken Sie mir ein Foto von Ihren Füßen. EG Herbert. Liebesbriefe. Und da die euch heute gern geschäftliche Liebesbriefe vorlesen. Oh, witzig. Zur Abwechslung. Geil. Und zwar hat mir der Verena ja Menstruationsscheim geschrieben. Ja, dass mein Menstruationsscheimer Verhältnis mit dir hat. Verena hat uns letztes Mal erzählt, dass er einen neuen Menstruationsscheim hat. Also, magst du das kurz erklären, was das ist, Vreni? Nein, absolut nicht. Okay. Wieso nicht? Also, ich hab das nicht gekannt vorher, sei nicht so gemein. Es Soll ich es erklären? hören ja auch Frauen zu, die wo das vielleicht auch nicht kennen und die Männer können sich ja auch mal weiterbilden. Okay, ich erkläre es euch. Eine Menstruationsscheibe ist ähnlich wie eine Menstruationstasse. Das ist so ein Ding aus medizinischem Silikon. Schaut aus wie eine Scheibe. Und wenn man menstruiert, kann man dieses Ding benutzen und hat dann einfach einen ganzen Tag seine Ruhe und es erzeugt keinen Unterdruck. Deswegen hat man auch keine Extraschmerzen, die man vielleicht bei anderen Dingen hätte. Soweit so schön. Ich möchte die Marke an sich jetzt ja gar nicht kritisieren. Aber... Also ich schreibe auf jeden Fall wohl die E-Mails. oh Gott. Hey, meine. Ich bin Liane. Ich weiß nicht, was ich jetzt bin für ihr, aber ich glaube, Okay. sie hat es auch nicht gewusst. Ich bin Liane und arbeite bei Menstruationsscheim als Marketingmanager. Ich habe gesehen, dass du mit deinem neuen Song Hang zur Hütte so richtig durchstartest. Na, das hast aber auch nur du gesehen, Liane. Autsch. Und bereits 5 Millionen Spotify-Streams erreicht hast. Echt beeindruckend. Krass. Es ist wirklich krass, weil also mein größter Après-Ski-Hit See You Later, den ich letztes Jahr rausgebracht habe, der hat jetzt erst 4 Millionen, aber Hang zur Hütte, der im Januar rausgekommen ist, hat anscheinend jetzt schon 5 Millionen. Ah, krass. Oder vielleicht hat sie ja einfach nur das angepinnte Instagram-Video gesehen. Und da wo halt irgendwann mal vor, keine Ahnung, wie viel Jahren ich mich bedankt habe für 5 Millionen Spotify-Streams von ohne die. Ja, Vielleicht. ja kann man mal verwechseln. Genau, also weil ich richtig durchstarte und 5 Millionen Spotify-Streams erreicht habe,
Deshalb möchte ich dir die Menstruationsscheibe vorstellen. Ja. Ja. Okay. Sagt ja den. Ich sehe den Zusammenhang. Ja, ich sehe- doch. Auf einmal, ja. Ein innovatives Produkt, das Bequemlichkeit und Freundlichkeit vereint. Bla 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 bla. Du kannst sie bis zu 12 Stunden tragen und sie sogar beim Sex verwenden. Perfekt für einen aktiven Lebensstil wie deinen. Wenn man nämlich 5 Millionen Spotify-Streams hat, hat man einen aktiven Lebensstil. Ist so. Deswegen würden wir sehr gerne mit dir zusammenarbeiten. Jetzt ist halt die Frage, soll mir die jetzt als Werbepartner nehmen, Vreni? Brauchst du diese Scheiben öfter oder langt der eine? Das ist ein Mehrwegprodukt. Achso. Man kocht es aus und benutzt es wieder. Also man braucht eigentlich bloß eine, wenn man mal eine hat. Von dem her, ich bin versorgt. Aber Ja. falls irgendwelche Wellensittiche eine brauchen, dann sollen sie sich einfach bei der Anja rühren. Nein, ich muss sagen, es wirkt irgendwie ein bisschen unprofessionell, das Anschreiben. Okay, Wahrscheinlich hat es einfach irgendeine KI gemacht. Aber das ist doch wild, Ja, dass man das ist daraus wild. die Schlüsse zieht. Ja. Aber es kamen Gott sei Dank nur 3 Mails, in der ich immer wieder mit Hallo meine angeschrieben Was worden. ist denn da los? Okay. Also ich weiß nicht, was zwischen der Liane und mir läuft. Ja. Und Ich- ich meine das ernst. Ich weiß nicht, was zwischen der Liane und mir läuft. Ich hoffe, es haben die nicht auch noch meine Menstruationsunterhosen angeschrieben. Sag's ehrlich, Anja. Nein, tatsächlich nicht. Aber Puh. mir hat nicht der Menstruationsunterhosen geschrieben, aber ich glaube generell auch Unterhosen. Okay. Okay, ja. Hello, mein Name ist Herbert. Gemeinsam mit meinem Partner Hubert leite ich Blablabla Studios. Wir sind auf den Aufbau und die Skalierung. Irgendwie regt es mir richtig auf, dass man dann solche Wörter auch noch benutzt. Ja, ja. Skalierung von OnlyFans-Accounts spezialisiert. Wer nicht weiß, was das ist eine Plattform, wo Leute quasi erotischen Inhalt einstellen können und andere zahlen dann dafür, dass sie es sehen können. Ja. Wir sind auf den Aufbau und die Skalierung von OnlyFans-Accounts spezialisiert und ich bin überzeugt, dass du enormes Potenzial hast. Oh, danke. Du hast das Auftreten, die Ausstrahlung und den Lifestyle, die perfekt dafür sind, auf OnlyFans richtig durchzustarten. Sag bloß. Unser Team aus über 15 Experten kümmert sich um alles: Content-Strategie, Fanmanagement, Umsatzsteigerung und Markenaufbau. Wir holen das Maximum aus deinem Account raus, egal ob du schon gestartet bist oder ganz neu anfängst. Und da möchte ich sagen, lieber Hubert und Herbert, wenn ich meinen Körper im Internet verkaufen darf, dann darf ich aber mal sowas dafür sorgen, dass kein einziger Mann nur einen Cent darauf verdient. So nämlich. Da braucht man keinen Hubert und keinen Herbert, der einem sagt, wie man sie ausziehen soll. Ja, oder? Denkt ihr Das wirklich, macht mich dass die so da manche sauer. Leute denken, oh ja, ich lasse mich jetzt so managen auf OnlyFans? Ja, ich glaube Von tatsächlich 15 leider schon. Experten. Ich glaube leider schon, dass das funktioniert. Und das finde ich so schäbig. Ja. Ja, also, ne. Ja. Nein, Verpisst also euch. jede soll machen, worauf sie Bock hat. Mir ist das total wurscht. Ich finde auch nicht, dass man die Frauen dafür schämen soll, dass die das machen, weil ich meine, Überhaupt nicht. da muss halt auch wieder die Scham auf jeden Fall die Seite wechseln, Ja. weil warum verdienen die denn so viel Geld? Wer gibt's einer denn? So, wir machen mal kurz eine Sekunde, damit die Leute überlegen können. Naja. Aha, naja, gut. Ich, weil ich möchte, dass mit mir befreundet sind. Hat's funktioniert, Anja. Ersetzt du uns bald. Naja. Aber ja, holt euch keinen Hubert Herbert bitte als Manager für das. Danke, macht das einfach selber. Ja. Das war mir ein Anliegen, wenn Ja. ich da mit drin darf. Absolut. Ach ja, schön. Dann an die Song. Wenn's ihr uns ernst gemeinte Kooperationsanfragen schicken mögt, dann schreibt uns doch gern mal auf Instagram
an den Wellensittich Stammtisch. Und wenn ihr kein Instagram habt, dann werdet ihr schon einen anderen Weg finden wird und schreiben könnt. Wir haben nämlich jetzt gesagt, dass wir diesen Podcast jetzt ab sofort als Werbefläche anbieten wollen. Aber ihr merkt schon, wir sind ein bisschen picky. Wir nehmen jetzt nicht jede Menstruationsscheiben. Nur bestimmte. Aber jede zweite. Also, seid schnell. Das ist unsere Anfrage. Ihr könnt uns auch gern an wellensittichstammtisch@gmail.com eine E-Mail schreiben, wenn euch das lieber ist. Genau. Ansonsten findet ihr uns, wie Anja gerade schon gesagt hat, auf Instagram oder auf TikTok oder auf YouTube. Schreibt uns. Wir freuen uns sehr. Kommentiert weiterhin so fleißig. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. In eure Ohren, innen drin. Wir freuen uns und wir küssen doch eure Schnäbel. Bis dann. Servus. Stammtisch. Am jeden Donnerstag. Also na, sowas hörst du nicht. Voll Teufel, schalt aus das Klump jetzt.